Well, good Marius and welcome hier. Het schijnbaar een makkelijke zondagsmorgens te beleven. En mijn verlangen is immer aan een schijne zondagsmorgens dat het wat kan ook geestelijk een schijne Samaris zijn. En dat we worden kan abgebeut en gestärkt worden in onze geloven en dat wat we doen in ons leven wat kan mitstemmen. En wat kan een zegen zijn voor die mensen wat we treffen doen. Veel malen als ik hier de gelegenheid had te reden, dan hebben we ons een beetje aangelaten in 1 Korinther kapitel 1, de eerste versen. En daar kijken we naar praktische aanwijzingen in ons leven, in ons christenleven. Wat aan te wenden en wat niet. En waar Paulus zich zo veel dat we wichtig dat hij deze lied in Korinther mal some dingen leren deed. Waar ze leven zullen. En dat ze some dingen deiden wat niet goed waren. Die fehlten te ändern. En het is besonders en dat ze zich worden einig zijn. Dat ze niet worden Spalung man zich gaan. Oder an eine Person sich holen und einer an der andere. Paulus die versucht und abzuhalten, dort ist nicht so ein Christenleben soll sein. Von der an war wir uns ein bisschen wieder durchanlassen von Vers 17 wieder. Aber was wir morgen tun in das erste Kapitel, hat er mehrere Dinge anschieren und er wird Luther in das Kapitel, wird er nach Ware abbringen. Er hat nicht bloß hier, aber er wird Luther nach Ware abbringen. Und so, mein Verlangen ist, dass das was ein Segen sein für uns, wenn wir uns dann anlassen, was die korinthische Kirche dann fehlen wird und was wir lernen können für uns von der. Wir, glaube ich, sind noch einmal Menschen, so als die das dann wären, wo du verschiedene Meinungen haben und verschiedene Wege denken dann. Und so, dass wir wollen können, reich denken und handeln und nicht Spülungen erlauben an uns oder verschiedene andere Dinge, was er hier abnahm in diesem Brief. So, der 1. Korinther Brief hat 16 Kapitels und er versucht, in alldagses Leben klar zu legen, wo es soll sein, auf verschiedene Wege haben. So, ehe wir den angehen, werden wir hoffen, zum Beten. Vader in Himmel, wir kommen wieder für dich. Wir freuen uns, du mit uns sein, das da. Wir haben so vielmals Frauen von dir am Sehnungen, am Anleitungen, am Weisheit. Und Vater, du sagst in Jakobus, wenn wir uns das an Weisheit fehlt, dann sollen wir die Frauen und du wirst uns geben. Und Vater, wenn wir uns nachlassen in 1. Korintherbrief, das erste Kapitel, Vater, wirst du Offenbarung geben, was du für uns ist, für uns alljährliches Leben, wo wir ändern sollen, oder wo wir sehen können sein, oder was immer. Vater, wir danken dir für wer du bist, wir danken dir für das Wort und wir freuen an deine Lehrung. In Jesus' Namen. Amen. So, er hat some Anweisungen gegeben, nu hier in Vers 17 in 1. Korinther, 1. Kapitel, sagt es, dass Christus hat mich nicht geschickt zum Deuten. Wir haben uns viel mal ein bisschen angelassen, dass die Spülung wir und auch, dass der Heilige Geist was geben wird. Und hier sagt er, Christus hat mich nicht geschickt zum Deuten. So, Jesus sagt, Gott in alle Welt nennen und predigt das Evangelium und deupt alle Menschen. Und hier sagt Paulus, dass Jesus hat Arm nicht geschickt zum Taufen. So, in anderen Worten, was er sagen will, dass seine Abgabe ist nicht eine Gemeindeleitung zu übernehmen auf einen Platz. Aber er sagt, das Evangelium zu predigen, und dat zal hij niet met zijn kloeke weer, of met hoog uitgeleerde weer doen. Paulus weer een uitgeleerde man. Hij wist zeer veel te die tijd waar hij leefde. Hij was zeer hoog geleerd en hij wist veel. Zoals dat in die tijd weer. Maar hier zegt hij dat
deuten es nicht sehen abgehoben, das hat Jesus Arm nicht anbefohlen, aber das Evangelium zu predigen. Und dann, wenn wir ins Lernen lassen, dann haben wir über eine Heiststahl Timotheus an, zum Gemeindeleitung zu übernehmen, Menschen anzustellen in der Gemeinde, der Part, wo er da noch nicht das vorher gemerkt hat. So, Paulus in andere Welt, weil er sagen, er erst als ein Evangelist, was Gott abgegeben hat, alle in Hand zu gehen und die deren aufzumerken, für die, was sich wel treffen lassen, da waren Gemeindes angefangen und du wird das dann sein. So, nicht als ein Lehrer für eine Gemeinde, auf eine Stadt, aber als einer, der von einer Stadt in eine andere Stadt fahren wird, und Menschen das versuchen klar zu merken, was das Evangelium ist, was der Radung ist und was das wird Gottes für eine Kraft hat. Er sagt, das soll er nicht mit Glück wieder tun, aber mit der Kraft, was er hinstehen wird, der an Jesus Christus ist. So Jesus wir auf die Erde kommen und er starb, damit das all die, die das glauben würden, kann gerat sein. Und so hier sagt er, dass Glück wird, hoch uitgeleerde wird, die kann auf einmal das wahrnehmen, die Kraft wahrnehmen, was du bist. Und so hier will die Hand wird wieder sagen, kicken, dass diese Kraft, du wird bleiben an Jesus Christus. Nicht bloß die Wehre, aber dass die Kraft an uns. Wenn wir dort im Glauben annehmen, dann haben wir eine Kraft gekriegt, was mit uns ist, um das in uns Leben zu übersetzen. In uns alldagse Leben zu leben. Und so, nicht klüger werden, nicht viel lernen, aber dort zu verstehen, ist aber doch wichtig. So, was will er gerade sagen, wenn er sagt, weil das sagt der Luther noch von der Gelesenheit. Aber hier sagt er, das soll einfach geholt werden. Der Radung ist nicht was, wo wir meist nicht handeln. Der Radung ist was du einfach soll sein und zu verstehen ist. Nicht zur Hand zu dienen, dass wir machen viel lernen, dass wir durch eine Hand kommen können. So, als ich das Vers selber lesen, dann kommt mir diese Frau an, wo wir das antworten, wenn die Kraft von der Kreuz würde Kraft verlieren. Der letzte Part sagt, dass das Kreuz von Christus nicht die Kraft verlässt. Wo wir das antworten, wenn das Kreuz an uns die Kraft verlieren würde. Kann wir dort verstehen, ist uns dort deutlich, dass nur dass Jesus Christus in uns lebt, dass da eine Kraft ist. Und würden wir dort antworten, wenn diese Kraft auf einmal verschwingen würde an uns. Because er sagt, es soll nicht mit Klüge höher wir tun, dass diese Kraft nicht wird, weniger geachtet werden als der ist. Und so, wo würden wir dort antworten, wenn das an uns wird, diese Kraft verschwingen? Was würden Tekens davon sein, dass diese Kraft von der Kreuz verschwindet? Weniger wird, weniger Kraft an uns ist. So, das Evangelium ist wichtig, dass die Menschen dort verstehen sollen. Nicht, dass sie kompliziert handzustellen, aber einfach, dass Menschen dort hinkommen können. Because wenn wir dort kompliziert handstellen, dann würde die Kraft verlieren. Und das wird Paulus versucht zu sein, dort wo er nicht handelt. So, die Botschaft von der Kreuz, du hast eine Kraft dahinter, wo Paulus uns merkt, dass der soll stark sein an uns. Und dann in Vers 18, er geht wieder mit dieser Klugheit ja, ich werde den Vers mal lesen. Für die verloren gehen, ist das Wort von Kreuz so aus Ansehen. Aber für uns, die wir selig waren, ist das eine Gotteskraft. So, das war, als ich das Vers nenne, für die verloren gehen. So, du hast Wort. So, das sagt, die verloren gehen, Wort ist Wort die. Das sagt, ist das Wort vom Kreuz ansehen. Und ein anderer wird, das Evangelium verstehen sie nicht. Das macht nicht Sinn, sie können das nicht topfoten, sie weiten sich damit nicht, das ist nicht deutlich. Aber das ist ein bisschen fremd, dass er das anfangen, der sagt,
für die verloren gehen. So hij denkt an die Menschen, die fehlt eine Radung. Und das Evangelium ist eine Radung. Und so hier sagt er, aber die verloren gehen, wo nehmen die das Evangelium an? Wo kicken die nach das Evangelium? Die sagen durch keine Kraft und da wens ändert das ändert nicht. So dass das Ansehen, das merkt nicht Sens. Und so leben sie so, als sie gewöhnlich leben tun, oder so, als gewöhnlich ein Weltmensch leben würde, mit verschiedenen Dingen. Ich versuche mir ein bisschen genannt zu lassen, wo wird wir das in unser alltägliche Vertal mit unseren Freunden oder unseren Nachbarn beprüfen? Wo wird wir das antworten, dass das ist eine Person, die verloren geht, und das ist eine Person, die nicht verloren geht. Because Paulus ist hier ziemlich sehr glücklich mit dieser Welt und sagte, für die verloren gehen, dann sagte dann, die merkt das nicht mal Sens, wenn wir von Gott sein Wort reden, oder das ist das nicht deutlich, das Ansehen merkt nicht Sens, verstehen das nicht. So, nu das rangedreht eine Treff für uns, die wir aber nicht verloren gehen, sagt er, dort ist, für uns ist dort eine Kraft. So, wenn wir was abheben wollen, was das sehr schwer ist, dann braucht das, dass wir die Kraft haben, anders können wir das bloß nicht abheben. Das hält nicht, wenn wir uns ein geradener Jacket antragen, dass wir mehr Kraft haben, oder dass wir würden schwimmen gehen, nu will ich gehen, was schwer abheben, dann gehen, schwimmen, eine ganze Schiffel eten, nicht eten, und dann gehen. Das wird nicht nur mehr, um das abheben. Aber hier sagt Paulus, dass das Wort von Christus als Ansehen für die verloren gehen. So, das merkt nicht Sens. Das ist nicht deutlich. So, dann können wir das randrehen und fragen uns, ist uns das deutlich, was das Evangelium ist? Können wir das verstehen? Haben wir diese Kraft belebt? Ist diese Kraft, was leben jetzt an uns? Because wenn wir viel expecten, oder das sehr hoch anstellen, dann können wir durch haben, dann können wir das nicht verstehen, und dann sagen wir, dass uns das nicht so deutlich ist. Oder dann kann das kommen, dass das mit unserer Gelehrsamkeit zu tun. Die durch Glauben und die haben diese Kraft. Die durch selig waren, ist das eine Gotteskraft. So das ist uns angenehm. Wir gleichen mit dieser Kraft umzugehen, because so als wir einen Titel tun, wenn wir wo schaffen tun, dann gleich wir noch sogar noch ein bisschen aufzuweisen, wie viel Kraft wir haben. Ich denke, dass als ein junger Junge, wie ein schafft, das nicht steht, dann wird Zement aufgeladen, dann wird noch mal sagen, wie viel Zement einer auf einmal drehen kann. Bloß ein bisschen aufweisen, wie viel Kraft wir haben. Aber hier redet nicht von dieser Kraft. Hier ist eine Kraft, die uns ändern kann, wo wir reden tun, wo wir gesonnen sind, wo wir uns benehmen, wenn das some Dinge nicht reich schaffen, oder wenn Dinge uns aufgeprüft werden, sein es wird dull werden. Du hast diese Kraft, die wir können bestehen bleiben. Wir brauchen nicht dull sein. Wir brauchen uns nicht een dag even ooit even eind er dat andere ding. Dat is een soort kracht wat God in ons werken laat. En dat is, geloof ik, wat Paulus versucht uit te brengen, dat deze kracht jeden Sinn dat ons dat niet duidelijk is wat dat Evangelium meint. Deze kracht is door ons dat te erklären, duidelijk te merken. Viele Gelegenheiten kriegen wir durch den Tag, wo wir immer waren entscheiden tun und wo diese Kraft wat neiget ist in uns Leben. Und mocht das dort sein. Und dann in Vers 19, durch das mal 3 Kicken im Alten Bund nennen, und Jesaja 29, und sagt, dass wenn wir uns selbst sehr verlieren und sehr klug handstellen, wo dat uitkomen dat, oder wo dat ist. Sagt er, durch das geschrieben, ich war der Kluge ihre Klugheit zu nicht merken und der Verständige ihren Verstand und sie stahlen. Wir wissen dort, als Jesus abgeiert wir,
die Pharisäer, die hatten einen großen Trouble mit dort, was Jesus tut, weil er stellt das einfach dahin, dass viele Menschen das verstehen können. Und die Pharisäer, die stellten das so hoch an, dass die Menschen das bloß nicht klar verstehen können, nicht erreden können. Das sagt, dass keiner kann das holen, wo sie das angestellt haben, wo das Gesetz angestellt wird. So, nu dort, wo die Menschen dann so sagen, glücklich, sie leiden die Volk auf diese Weg, dass wir sehr kompliziert dort alle mitkommen. Paulus sagt hier, von das Komplizierte, wenn wir mal raufkommen, wenn wir mal denken, was die Kraft ist, was uns ändern können, uns einstellen. All diese Klugheit, mit wie wir in das sehr kompliziert handstellen, dort mal zu sehen, wenn wir Jesaja 29 lesen, und ich habe ein bisschen sagen, was Paulus versucht zu sagen, weil nun nicht noch die Zeit nimmt, um dort alle lesen. Aber dann geht er wieder in Vers 20, sagt er, wo sind die Kluge? Wo sind die Gelehrten von der Schrift? Wo sind die weltlichen Weise in dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit von der Welt zu Ansehen gemerkt? Paulus weiß, was wir gelehrt sind. Er hat sehr gelehrt. Er weiß, was Gelehrsamkeit wird. Dann fragt er nu in dieser Zeit, holen wir uns an diese Gelehrsamkeit? Was bedeutet? Haben wir die Schrift gelehrt? Wo ist es? Paulus weiß ganz genau, wo er sich verholen hat von dem, was er so gelehrt hat. Wo sind die? Und dann in Vers 21 geht er wieder. Und dann sagt die Weisheit von Gott, wir alle wehen in der Welt. Aber die Welt, ihre Weisheit sagt nicht an, wer Gott wir. So wir machen das sind ein paar Sorten von Weisheit. Weisheit von dieser Welt. Wenn wir nur uns zum Beispiel nehmen, wie vorhin einem Doktor, und wir würden antworten, du wie ein Doktor, der hat überhaupt nicht Medizin gelehrt, dann würde uns das so sein, oder dann soll der nicht Doktor sein. Aber wenn wir dann an diese Kraft denken, wo Paulus hier von sich nannte kommt, und wir an diese Kraft anfangen, zu lernen, zu studieren, dann kommen wir immer wieder dazu, dass es einfach bloß das Leben annehmen, und dort, was geschrieben steht, das ist Wahrheit und das Leben. Yes, das sind viele Dinge, wo es sehr wichtig ist, dass wir sehr lernen, dass wir die Dinge verstehen, wo die Körperschaft zum ein Doktor sind. Weil wir haben, dass derjenige, wer ein Doktor ist, der soll sich dort nennen lassen. Und so ist es auch wichtig, dass wir uns nennen lassen, was ist die Kraft, was Gott in uns wirken lässt. Das ist nicht die wir alle, was wir auswendig lernen, yes, der halten das zu. Wir lesen das Wort Gottes, wir versuchen das zu verstehen, aber dort ist eine Kraft, die uns tagtägliches Leben ändern kann. Wenn wir antworten, das sind Dinge nicht reich, die gehen zu ändern. Die ändern wir, weil wir haben eine innerliche Kraft. Das ist nicht bloß, wir haben uns was vergenommen oder ausgedacht, aber du hast eine innerliche Kraft in uns. Das sagt, die Weisheit von Gott, wir alle wehen. Und mir fällt im Vers ein, ich hatte ihn nicht abgekriegt, aber in Römer, wo sagt, dass die an der Natur kann wir sein, dass du ein Gott bist. So die Weisheit von Gott ist eine einfache Dinge. Eine simple Dinge, eine Natur. Wenn wir uns nicht Titel und dort nennen lassen, dann wo wir das sein können, das sagt, die Weisheit von der Welt hat euch angeworden. Und an der anderen Seite von dort, dann glaube ich auch, wo Paulus noch anbieten will, dass als Jesus auf diese Erde kam, du wir alle Weisheit. Alle Weisheit wir du. Aber die Lied in der Zeit, die sagen nicht, die Weisheit mit der Kraft. Gott seine Weisheit und die Kraft. Die sagen dort nicht, because sie haben in all Dinge gelehrt, nur er war ich nur zu dem. Und dann geht er wieder in den Vers und sagt, so gefällt Gott dort, durch die ansehnliche Predigt, die zu raten, die durch uns glaubten. So, nun hat er das Wort angebracht, Erratung. Wenn wir alle ganz okay sind, dann fehlt es nicht an uns, wer wir halten das. Aber wenn wir immer wo im Trouble kommen und allein nicht können, dann fehlt es an uns manchmal, wir halten das. Und so hier sagt, dann, ein anderer, was ich will sagen, wenn das Haupt fehlt, dann ist eine Radar, derjenige, wer das Verständnis hat, uns zu halten, dann fehlt es uns an den. Und so,
Paulus versucht zu sagen, dass der Lied, was dann ab das sie ihr Leben und so viel gelehrt haben, die haben so viel gelehrt, dass sie nicht diese Kraft zu sein kriegen, was Jesus ab das sie ihr bringen wird. So, am ist das wichtig, dass wir das verstehen lernen. So, dann fängt er mal in Vers 22 noch ein bisschen mehr in Details nennt und sagt, das jüdische Volk, das kriegt nicht Tekens. Wenn deine Jesus kennen, fragen sie, wie ist mal ein Wunder? Wir wollen ein Wunder sein. Die sagten nicht Tekens. Die Griechen, die sagten eine Weisheit. Die wären, wo wir haben, das wird in der Segen. Die Juden wollen Tekens haben, die Griechen wollen Weisheit haben. Und dann in Vers 23, wie aber predigen den gekreuzigten Christus, an den die Juden sich streiten? Because die wollen ein Teken sein. Und wenn sie kein Teken, dann starten sie sich da. Die Griechen veransehen holen. Die verleiten sich ab ihrer Gelesenheit, nur mögt das alles nicht sein, und können sie dort nicht abfuhren. Dann dachte ich an, wenn wir denken, die Juden, die segnen die Tekens, die Griechen, die Weisheit, nur was kriegt wie von der? Paulus will uns dann abhalten, dass wir sagen, dass diese Kraft kriegen, was available ist in uns tagtäglichen Leben, was kann in anderes sein. So, was ist uns wichtig? Wenn wir kicken dann, wir alle denken daran, dass wir nicht immer wollen, ob das ihr Leben und dass eine Ewigkeit ist. Und so, nur was kicken wir dann? Kicken wir nur diese Kraft, was in Jesus Christus ist, der in uns Leben ist? Because mit den Menschen, was wir Erfahrungen gemerkt haben, dann sagen wir, dass das sind Menschen, die kicken bloß nur eine Kirche, das mag eine Kirche sein, und ich agree mit das, ich glaube das, das ist wichtig, aber bloß die Kirche allein, du hast nicht diese Kraft, der ist in Jesus Christus. So, some Menschen, die kicken nur die Kleidie, das mag krank, da in der Kleidie sind, ist das dort. Oder der nächste kickt die Schule, der wird uns all die Hallen halten, dass wir das verstehen lernen. So haben wir gehört, die Älteren haben uns das dort gelehrt. Aber was ist es, wo wir hinkicken dann? Paulus versucht heute zu pointen, dass du hast eine Kraft, die in uns leben kann, um uns tagtägliches Leben in Ordnung zu holen. Und dann geht er wieder in Vers 25, für die, die Gott für sich gewählt hat, dann ist es nicht mehr wichtig, ob dort ein Jud ist oder ein Griech ist. Dann sagt er, es Christus Gott seine Kraft und Gott seine Weisheit. Christus ist die Antwort für das. Christus ist die Kraft. Er ist die Weisheit. Und in ihm können wir diese Kraft beleben, immer weiter erfahren. So, Gott ist daran, was Menschen aus Ansehen bei ihm und sein Weise aus Menschen sind, und was sie bei Gott aus Schwachheit sein, als stärker aus Menschenkraft. Das ist Vers 25. Ich glaube, wir alle von der an, uns ist das klar, uns ist das verständlich, dass diese Kraft da ist, und dass eine Weisheit ist, was wir an Gott sein Wort finden, was uns ein Verlangen gibt, zu leben. Und so, eine Wort kriegt wie von der. Gott seine Kraft, das Kreuz, die Botschaft von das Kreuz, Gott seine Kraft an uns. Und dann fängt er wieder an in Vers 26 wieder, eine Wundermut Gott auswählen wird. Gott hat eine Mut gestellt, wo er Menschen auswählen wird. Dann kickt Paulus nur die Menschen, die in Korinth gewählt sind worden, oder die gläubig sind in Korinth. Er kijkt ook vielleicht auch nur die Jüngerschaft. Dat würden wir auf beide Städten können anwenden. Aber dann sagt Jesus dit in Vers 26. Brüder, denkt darüber nur, wo dort wir aus Gott wählen dort. Wir haben drei denken. Was von Leben hat euer Gott mir wählen dort? Dann sagt er, du wirst nicht viel weise nur menschliche Mut, nicht viel seiner Stärke, nicht viele, die in der Gesellschaft hochstünden. Diese Menschen hat er gewählt. Wenn wir nicht nur die Dinge kicken, dann können wir ein Teil Dinge sein, dass wir ein Fäscher und dass wir irgendwie ein Taxkleiter und andere. Du kannst some von den Dingen sein. Der Lied, was in Korinth wir zum Glauben gekommen, du kannst
du hast das nicht so klar. Du hast nicht was abgeschrieben, was uns da anweisen, das würde Lied werden. Aber Paulus Schrift ist Brief nur der Korinther. Und so nehme ich an, was du an der Stadt so war sein mit den Menschen, die du sind zum Glauben gekommen. Nicht sondern, was du sehr stark werden, nicht sondern, was in der Gesellschaft hoch angesehen werden, aber die Lehre Klaus, der hat Gott gewählt. Der will er. Und du sagst diese Kraft nennen, was du mehr wie als bloß diese Gelesenheit oder eine Angewohnheit. Vers 27 sagt er, aber was die Welt als Ansehen deut, wählt Gott. Um die Weise zu schon zu merken, Gott hat das Schwache in dieser Welt gewählt, was stark ist, zu nicht zu merken. So diese Kraft, was Gott durch Jesus Christus in uns Leben lässt, das ist so eine Kraft, was gewöhnliche Menschen kann das Leben verändern, zu tun, gegen Versicherungen oder Troubles oder was immer kommt. Diese Kraft stellt Gott in. Aber wenn wir das wollen mit dort, was wir alles gelehrt haben, und du bist dann wo wir fehlen. So dort will Gott tun nicht mehr. Das ist, was Paulus für sich zu erklären. Er geht wieder in Vers 28, in was die Welt verachten wird und für nichts hält, und was nicht wird ist, hat Gott gewählt, dort zu nichts zu merken, was bei der Welt sehr hoch steht. So, muss das eine Kraft an uns sein. Und dann in Vers 29 sagt, so kann keiner sich für Gott was anbilden. So, es kommt dann in dem Beschluss mit diesen Lehren und sagte, für Gott können wir uns nicht was anbilden, oder lehren, oder anwenden, dort was über das tun. Aber diese innerliche Kraft, die wir in Jesus Christus haben, die verändert uns. Und dann in Vers 30 sagt es, wo der uns verändern wird. Sagt es, durch dort, was Gott getan hat. Was tut Gott? Er stellt Jesus Christus auf diese Erde. So durch dort, was Gott getan hat, sind die in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus, oder Jesus Christus in uns. Und dann sagt es, Gott hat dort gemerkt, dass wir durch Jesus Christus in uns, nicht bloß in uns, aber sagt es, durch Jesus Christus, wenn Jesus Christus in uns ist, dann sind wir weise, gerecht, heilig und gerat. Vier Dinge nannte er ab, wenn diese Kraft in uns ist. Und da haben wir nicht anders als durch Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt dem Vater bitte durch an, Johannes 14, Vers 6. Und so hier sagt es, wenn diese Kraft in uns ist, dann haben wir Weisheit, was besteht. Dann merken wir Gerechtigkeit in uns Leben. Oder dann leben wir Gerechtigkeit. Dann sind wir heilig oder rein und lassen uns reinigen durch Gott sein Wort. Dann sind wir gerat. Dann dürfen wir nicht wundern, wo wir sind in der Ewigkeit. Aber dann sind wir gerat. Eigentlich sage ich dort, als so als geschrieben steht, wer sich was meint, der soll sich mit Jesus Christus was meinen und nicht mit was wir gelehrt haben, oder was als deutlich geworden und mit Gott sein Wort stimmt. Aber der, wer sich was feststellen, der soll sich mit Jesus Christus was feststellen. Und dann ist die Kraft, was Gott gegeben hat, an uns was Leben gibt. Möchte Gott uns alle segnen.